So, bald in Hamburg. Wuhu. Scheiß Kapitalismus. Dagegen muss ich gerade auf Facebook aufrufen. Oh, zuerst aber noch ein Selfie auf Insta. Hast du gesehen? Das neue Red. Geil, passt perfekt zu meinen Designer-Jeans. So, ich kann es kaum erwarten, die kleine Schisslade auseinanderzunehmen. Das wird's der Weltleader zeigen. Scheiß Globalisierung! Oh, schon 2 Likes. Das ist doch der Gipfel. Viele sogenannte Krawalltouristen sind nach Hamburg gefahren, um dort zu randalieren. Darunter auch viele Schweizer. Es ist auch einfach günstiger als daheim. Ich meine, wir Schweizer sind ja bekannt dafür, dass wir in Deutschland Läden plündern, aber das nennt man dann einfach Einkaufstourismus. Aber ich bin vor allem fasziniert ab dem Wort Krawalltourismus. Kann man das einfach so all-inclusive buchen? Anreise, Hoodie, Sturmmaske, Pflasterstein, alles dabei. Schatz, da reisen wir nächstes Jahr wieder an. Aber wie viele Touristen sind auch sie nicht zufrieden mit dem, was ihnen ursprünglich versprochen worden ist und mit dem, was sie effektiv gekriegt haben. Da ist ja tatsächlich in der Presse über die Krawall berichtet worden. Ich meine, ich bin absolut für Pressefreiheit, solange sie nicht über brennende Autos und Plünderungen berichtet. Es ist sau mühsam, wenn die Presse Vorfälle zeigt, die negativ für die eigene Sache sind. Und nicht Menschen, die für die negativen Vorfälle verantwortlich sind. Ich bin auch dafür, dass man nicht darüber berichtet, wenn irgendwelche Autos brennen oder Läden geplündert werden. Das ist doch im Schanzenviertel ganz normal. Dort brennen Autos von allein irgendwann und die Läden die sind sowieso schon leer. Aber auch in der Schweiz haben wir so unsere Probleme mit Krawall. Nur braucht es bei uns keine Idioten, sondern nur das Wetter. Es hat starke Überschwemmungen gegeben in der Schweiz. Der Blick zeigt krasse Laserbilder. Achtung, nicht für Sensible. Ein ganzes Zelt hat es weggeweiht. Schrecklich. Was? Das ist schon Vormondwetter da gesehen? Ah. Wolken! Sieht man sonst auch nie. Oder da? Eine nasse Strasse. Und jetzt, das schlimmste Bild von allen. Schaut mal. Fast noch nass. Was? Pisse von Leuten nach dem Ausgang. Jetzt hör mal auf. Aber die Leute im Aargau sind positiv und machen das Beste daraus. Nur ein Witz gesehen. Oh, dann hat es noch gute News aus der Schweiz gegeben. Das berühmteste Verbrecherpaar der Schweiz hat also geheiratet. Hiermit erkläre ich euch zu Mann und Frau, bis die Besuchszeit euch scheidet. Ich finde das so romantisch. Sie hat ihm Türen aufgemacht, sie sind zusammen auf Italien geflüchtet, dann haben sie im Gefängnis geheiratet. Also wenn das keine Liebe ist, dann weiß ich auch nicht. Angela Magdici hat sogar seinen Namen angenommen. Sie heißt jetzt Hassan Magdici. Ihr Anwalt Valentin Landmann sagt zu dieser Hochzeit überzeugt, dass das eine Liebesheirat war. Und ich habe gedacht, dass sie ihn nur wegen dem Geld geheiratet hat. Aber mittlerweile glaube ich auch, dass es eine Liebesheirat war. Er hat ihr zum Beispiel versprochen, dass er nie mehr eine andere vergewaltigt. Sie hat danach freudig den Blumenstrauß rückwärts über den Kopf geschmissen und die anderen Häftlinge haben probiert aufzufangen. Danach haben sie getanzt zum Prison Blues, im Jailhouse Rock und natürlich im Kriminaltango. Ich wünsche den beiden jedenfalls nur das Beste. Toi, toi, toi. Hoffen wir, dass der Kiko nicht nach ein paar Jahren aus der Ehe ausbricht.